Herzlich willkommen für die 8. Edition RDR TV, die wir bisher ganz erzählige gestalten von zwei Sujets, die relativ aktuell sind. Da dient das Trennung von Kirche und Staat, respektive auch, wo gehört die Zukunft vom Religionsunterricht an den Schulen. Und ein zweites Sujet, den wir Ende nach ein bisschen kurz anreißen, das ist die Euthanasie. Auf für die zwei Sujets, ich will auch für dich nach dem Café Prommenschenkel von Berburg bei Manternach, merci sagen, wo man der von den Abend den Kaffee beschlag holen. Und dann so ich mir zwei Inviten, hi, moin respektive willkommen. Zu meiner Linkser hi habe ich den Ottmar Ries, dafür, dass ich da sich richtig so hin als Pastor am Paarverband Freising. Guten Abend, Ottmar Ries. Bonjour. Und zu meiner Rätsel habe ich den RDR-Deputierten Gast-Schiberien willkommen. Genau. Trennung von Kirche und Staat, der RDR hat am Sommerlach am August während einer Pressekonferenz und sich das Sujet neu lanciert. Das ist ein altes Sujet, das ist kein neues Sujet. Und das ist auch kein neues Sujet für die RDR. Ähnlich wie verschiedene Leute das gemeint haben. 1991 nämlich hat der RDR gegen alle Konventionen gestimmt, gegen alle staatlichen Konventionen, mit egal was für eine religiöse Gemeinschaft. Und 2006 als Trennung von Kirche und Staat als Prinzip, als Forderung auch an den Grundsatz, an den nächsten Grundsatzprogramm von der RDR mit übergegangen. Gast-Schiberien, bin ich froh, geht aber da nicht. Auch ich schon das komisch fand, dass am Grundsatzprogramm von der RDR die Forderung draufsteht, Trennung von Kirche und Staat. Weil für was plädiert eine alternativ-demokratische Reformpartei, was ja wohl sich eine Partei ist, von der gesellschaftspolitisch ein bisschen mehr eine konservative Haltung erwähnt, an die Idee auch ein bisschen durchstellt. Für was plädiert gerade dann ein RDR für Trennung von Kirche und Staat? Ich meine, das ist richtig, dass das keine neue Idee oder eine neue Forderung von uns ist. Ich meine, wir sind 89 als eine E-Punkt-Partei gegründet und nur eine Lösung meist entwickelt. Wir haben ein komplettes Programm, sowohl national wie europäisch gemäht. Aber wir sind am Anfang fertig mit der Frage von Kirche und Trennung von Kirche und Staat oder nicht. Sind wir am Anfang 1991, wie die erste Konvention gemäht sind, wir damit konfrontiert. Wir haben als Dünn zusammen gesagt, an unserer Partei, und du müssten darüber diskutieren, was für eine Position dass wir anwählen. Ich meine, der ist keine Partei, die auf einer Ideologie aufgebaut ist, mit das gewusst, dass der auf eine Partei ist, die sich für a priori für Werte aussetzt. Und ich gebe auch Mengen, wenn ich neben der CSV gucke, als die DDR, die Partei, die wahrscheinlich auch an hier rein die meisten Kirchegänge zu verzichten hat, dürfen also schon für verschiedene Leute verwunderlich, dass gerade eine Partei vielleicht an der Heute so ein klare Position bezogen. Wie erklärt dann zum Beispiel Ihre Kirchegänge, die Kirchegänger innerhalb von Ihrer Partei? Wir haben das ja mit unseren Kirchegänge durchdiskutiert. Wir hatten noch Demos gemeint, dass die vielleicht mehr auf eine Opposition stößt. Wir haben das doch breit diskutiert. Es ist einfach nicht auf eine Opposition gestößt, weil die Idee, die wir haben, die ist ja nicht gegen Kirche. Wir sehen sogar als Idee, dass Kirche auch eine Reihe von Chancen unter anderem kreieren. Wir müssen nicht vorstellen, die wir als gestalten, das bis dahin heute als Gesellschaft hat sich entwickelt. Und wenn die vielleicht für 40 Jahre gestalten oder noch nach 34 Jahren, wäre es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, noch eigentlich das beendet wird. Die Gesellschaft wird entwickelt, dass auf dem Dotenniveau 34 Jahre hatte man an der Schule nimmen, zum Beispiel Religionsunterricht. Da hat doch keinen hat das durchgesagt. An der Zeit haben wir aber schon den Moralunterricht an der Schule. Wir wissen, dass an der Gesellschaft die Diskussion einfach mehr groß geht, als weil die Kirche bei vielen Leuten einfach nicht mehr die prioritäre Rolle spielt, die sie vielleicht in der Vergangenheit gespielt hat. Wir haben also den Choix, für zu sagen, wir sind für Trennung für Kirche und Staat oder wir sind dagegen, wo wir dann aber müssen wissen, dass man in einer Situation als Befund tun, wo ihnen einfach gesagt, wo es hingeht. Und wie dass wir keine Vergangenheit hatten, wo wir es gebunden haben, wir einfach gesagt, wir holen eine Decision, die der Zeit angepasst ist, aber mit der wir auch keine politisch als Idee umsetzen. Ich will nicht betonen, dass keine Idee gegen Kirche, mit das Lo Weg zu finden an einer sachlichen Diskussion, und nicht mich vielleicht vor 2 Jahren an der Chambre eine Diskussion, für alle Parteien am Anfang deklariert, und müssen die Diskussion ganz sachlich und objektiv führen. Und das wollen wir machen, für eben eine Diskussion, die dann der Gesellschaft gibt, die richtige Weg zu finden. Mir hat Maurice läuft nicht Karl Schudder in der Regel von der Trennung von Kirche und Staat, die als Kirchlichen, die muss da für den Lommel salopp auszudrücken, mehr Zukunft hätten von der Dolo-Parteien, hat die Bemel so, wir hätten gerne Kirche und Staat getrennt.
Ich denke primär ohne du mich, ich denke für allem als Katechetinnen, weil ich mengen die schon mal der Angst op. Das ist natürlich den nächsten Reproche an Anführungszeichen, den ich die greifen doch hier op der Religionsunterricht. Komm bleiben in dem Moment da bei der Trennung von Kirche und Staat. Der Religionsunterricht ist ein zweite Wolle, über den man nach schwätzen. Auch da geht, wenn ich dann so kann, so ein Stück mit den Ängsten von den Menschen da gespielt. Das werfen ich aus Sicht der Politik dafür. Du seht, irgendein Mensch an dem Mikro seine Meinung dann darüber, dann kommen der Meinung immer mehr, an der Öffentlichkeit geht dann das Thema diskutiert, geht mehr über den Nähe geschwärzt wie dann mit den Nähen. Und dann entstehen natürlich Ängste, entstehen Riss. Ja, ich als Pastor fühle mich dann an der Gesellschaft doch nicht echt gehalten. Den ganzen Tag bin ich in NRW, ich weiß, dass ich nicht zum Bruttosozialprodukt an diesem Land beidrohen, mir ich sie von Muresach bis over Seele wenn NRW mit Leid, ich muss Leid nur leisten, ich muss Leid trichten, ich muss mit den Leid sagen, ich muss mit den Leid bilden, ich muss motivieren, ich muss Vereine zusammen bringen, ich muss auf Gemeinden gehen, ich muss eine Kultur erhalten, an Novus komme ich tagsheim, also was habe ich heute gemacht? Das ist der, ja, wenn Politik all die Wehr, die ich kenne, wenn sie nicht mehr schätzt, ja, dann ist das schon relativ flemsig. Ich muss so ich mache mir nicht existenziell Sorge, ich freue mich, wann Trennung von Kirche und Staat könnt, aber wann ich man muss, für als Menge Situation zu schwätzen, 50 Jahre für zu evaluieren, wen soll ich gerne habe ich da machen. Und ich so nach just den Satz vielleicht dabei, wann über Gott soll geschwärzen, wann die Antworten sollen kommen, noch sinnfrohe vom Leben, ja, da muss noch Leute da sein, die sich da Gedanken machen, und die darüber reflektieren, und die schreiben, und die lesen. Und dann muss auch eine Institution da sein, die das mischt, weil wenn an einer Schule keine Rechte mehr angeboten wird, da kann auch innerhalb von 2 Generationen keine mehr rechnen. Dafür muss auch Religion angeboten gehen, für das da darüber könnt. Gaston, schätzt dir dann derbig nicht von nur einem geistlichen Maurice, wenn der so, man hätte gerne Kirche und Staat getrennt?